Guten Morgen an Tag 4. Ja, also die Stimmung hat sich eigentlich über die Nacht hin nicht großartig verändert. Also es ist gestern alles auf einmal gekommen. Wir waren mal gerade am Essen und alles war eigentlich hübsch fertig. Auf einmal hat es voll zum Regnen angefangen. Wir waren kurz vorm Schlafen gehen und ja, alles ist nochmal nass geworden. Während der Nacht hat es mir fast 2-3 Mal das Zelt umgerissen und mittlerweile, ich habe schon die Plane abgemacht, hat es mir vorhin das ganze Zelt auf die Seite gehauen. Also ja, während ich nämlich mein Geschäft verrichtet habe, das war auch ein ganz tolles Timing. Aber ja, jetzt sagen wir mal nicht so negativ, gell? Also die Location ist natürlich zum Aufstehen der absolute Wahnsinn. Mit geschwollenen Füßen, schmerzenden Knien wird es auch Zeit, ganz ehrlich. Also ich mache mir jetzt auf den Weg, suche eine Quelle und bereite ein bisschen Wasser vor, aber ich bin froh, wenn ich dann heute bei dem Breakfast drin sitze und mir dann morgen nochmal so eine richtige Portion Bacon gönnen darf. Also, Cheerio. So, Finale! oh, genau, Finale. Feldlager ist abgebaut. Wir starten jetzt heute den letzten Abschnitt unserer viertägigen Tour. Kaum hat man was Warmes im Bauch, in puncto Tee, Kaffee oder Links halten. sei es irgendwie halt Breakfast, ja, in die Highlands, da ist die Stimmung schon gleich wieder viel besser und ja, nach einer gewissen Pause sind halt einfach so die Schmerzen und die schlechte Laune von gestern halt auch wieder ein krass bisschen. die Nacht auf alle Fälle. Stürmisch. Alter, Nein, das ist Zeit vorbei. Alter, das hat sich jetzt angehört, als hätten wir irgendwas miteinander gehabt die Nacht. Aber krasse Nacht, ganz stürmisch war ja wieder. Also, Und der große Paris ist zerrissen. Aber hat noch 4 kleine Löcher drin. oh mein Gott. Okay, an der Stelle brechen wir ab. River Crossing Nummer 5, 6, 7, 8, Keine 9, Ahnung. 10, keine Ahnung. aber das mal braucht man auf alle Fälle. Ja, Schuhe an. prepare for battle. Das ist schon sexy, Frank. So, die Schuhwahl ist jetzt etwas sommerlich ausgefallen, weil es wird jetzt feucht und kalt. Boah, geil. Oh shit. Mehr als Frische. Pure Frische. We did it. Ja, so geht er immer. Whisky on the rocks! Also Rocks haben wir, fehlt nur noch der Whisky. Der Anstieg ist geschafft und da unten erstreckt sich wieder ein wunderschönes Glen, wie es auf Schottisch heißt. Und da merkt man erstmal, wie klein der Mensch eigentlich auf der Welt ist. Nämlich nichts. Eine Ameise auf dem grünen Planeten. Und da laufen sie! Das ist jetzt das Gate, das Tor, dass wir jetzt wir verlassen die Highlands mit einem traurigen und einem frohlockenden Auge. Also unser Roadtrip war gerade der Hammer. Erste Station, Schweizerin, ungefähr 1 Minuten Wartezeit. Netzmädel war unterwegs, selber auf Urlaub, hat uns aussteigen lassen, 20 Kilometer später. Dann hat uns ein Pärchen aus York, oder? Yorkshire mitgenommen. Die waren auch im Wanderurlaub, das waren vielleicht 5 Kilometer. Und dann jetzt kommt der total Wahnsinnige. Jetzt war es einfach mal voll der kranke Ire, Alter. Bauarbeiter, der einen Mattel hinten in den Kofferraum geschmissen hat, wo die ganzen Bauwerksachen waren. Da ist er ja! Mal über Mattel selber, verstanden hat man nichts von dem Iren. Null. Jetzt geht's ins B&B. Jetzt wird duscht,
der Grind wird abgewaschen und dann gibt's lecker Essen. Also, unsere Tour ist beendet. We did it! Yeah! We did it! Einmal relativ ungewohnte Location für den letzten Videobucheintrag des Tages. Wir haben die Tour hinter uns gebracht, alle ohne großartige Verletzungen, bis auf den Bartel, der hat halt ein paar Blasen. Der hat dann einfach mal ein paar Blasen an die Füße gehabt, aber ansonsten sind wir eigentlich relativ verschont geblieben. Weil klar, es war hart, anstrengend. Ich hab nie gejammert. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Also heute an sich war es wirklich relativ easy. Wir sind mal das erste Mal wirklich, sage ich mal, in puncto Zivilisation wieder etwas vorankommen. Wir haben feste Hütten gesehen, Häuser, sind wir anderen Wanderern entgegengekommen oder beziehungsweise die haben unseren Weg gekreuzt, was ja die letzten Tage eben nicht normal und nicht der Fall war. An sich war der Weg permanent gekennzeichnet, es war eigentlich leicht zum Gehen und wir hatten heute einfach mal nur permanent Glück, wie wir den Trail geschafft haben. Also wir sind so schnell hintereinander beim Trampen vorwärts gekommen. Wir haben 3 verschiedene Leute gehabt, die wo uns heimgefahren haben, beziehungsweise in Richtung Kinlochhead zu unserem Auto gefahren haben. Das erste war die wie hieß? Caro, genau, aus der Schweiz. Caro aus der Schweiz, die hat uns erstmal die meisten Meilen mitgenommen, ich glaube ca. 3-4 Stunden, dann ein Pärchen aus Yorkshire, dann ein verrückter Bauarbeiter aus Irland, der einfach mal gefahren ist wie eine gesenkte Sau. Aber der Martin war im Kofferraum, genau richtig. Aber wir sind gut erhalten im Bed and Breakfast to the Old Mill. Wieder eingekehrt, haben wir ein brutal geiles Abendessen gehabt und haben einen wahnsinnig legendären Abend mit 2 amerikanischen Pärchen gehabt, die wo alle schon Rentner haben, aber es war einfach super. Abschließend lasst ich sagen, dass das einfach ein Erlebnis war, ein Abenteuer, das wo an sich wirklich seinesgleichen sucht und das bestimmt nicht das letzte Mal war. Von dem her, to be continued, Fortsetzung folgt. Demnächst, keine Ahnung, wenn es noch die Amis geht, Patagonien. Also, Cheerio!